Ich gang mit dir in den Wald. Dort leben nämlich auch Hühner. Wir sagen ihnen ganz einfach Waldhühner oder auch Wildhühner. Wildhühner, weil sie immer draussen sind und so in der Wildnis leben. Sie müssen selber für ihr Futter schauen, für ihren Nachwuchs, die Bibeli und ihren Schutz. Im Gegensatz zu unseren Haushühnern. Die werden teilweise ja von uns Menschen gefüttert und können in einen Hühnerstall gehen, um dort Schutz zu finden. Aber jetzt zurück zu unseren Waldhühnern. Die Waldhühner halten sich gerne am Waldrand und bei Waldlichtungen auf. Dort finden sie nämlich besonders viel Samen, junge Pflanzen, Insekten und Würmer. Sie fressen aber auch Beeren vom Strauch. Dort, wo die Sonne gut hinscheinen kann, hat es auch mehr Futter. Für die Nester suchen die Hühner ein Plätzchen, das gut versteckt ist, dass möglichst Räuber im Wald, wie zum Beispiel der Fuchs oder auch andere Vögel, es nicht finden. Ich erzähle dir eine Geschichte von einer Waldhuhnmutter, die 6 Bibeli hatte. An einem wunderschönen Frühlingstag, wo die Sonne gerade aufgegangen ist, macht sich die Waldhuhnmutter mit ihren Bibeli auf den Weg, um im Wald ganz viel zu zeigen. Sie zeigt ihrem Nachwuchs, wo man Futter findet, wie man die Würmer unter den Blättern scharret und ganze Haufen mehr. Sie macht es vor und die kleinen Bibeli machen es einfach nach. So bringt sie ihren Kind das Wichtigste bei. Doch wenn die Bibeli noch so klein sind und fast keine Erfahrung haben, muss die Mutterhuhn immer gut aufpassen, dass die Bibeli in ihrer Nähe bleiben. Meine lieben Kinder, bleibt bei mir. Ihr dürft nicht zu weit weg von mir laufen. Mutter, warum müssen wir so nahe bei dir sein? Warum darf ich nicht umeinander laufen, wie ich will? Hat das jüngste Bibeli wissen. Weil du noch zu klein bist. Die Mutter hat das Jüngste ganz streng angeschaut. Und weil du noch ganz viel lernen musst. Und warum muss ich noch ganz viel lernen? Hat das Kleinste einfach weiter gefragt. Weil es im Wald ganz viele Gefahren gibt, die du nicht kennst. Und was ist denn da so gefährlich im Wald? Fragt das kleine Bibeli einfach weiter. Die Tiere, die sich langsam anschleichen und Hunger haben und dich fressen können. Wie zum Beispiel der Fuchs. Und wenn du nicht bei mir bist, kann ich dich nicht beschützen. Drum bleib bei mir in der Nähe, bis du gross bist. Am nächsten Tag, wo die Sonne wieder aufgegangen ist, geht die Waldhuhnmutter wieder mit der Bibeli durch den Wald, um weitere Sachen zu zeigen. Dabei merkt sie gar nicht, dass das Jüngste plötzlich stehen bleibt und nicht mehr mitläuft. Was krabbelt denn da? Was hüpft denn da umeinander? Was raschelt denn dort zwischen den Sträuchern? Und was sind das für glitzerige Kugeln auf dem Moos, die so schimmern, wenn die Sonne reinscheint? Hat sich das kleinste Bibeli gefragt. Es war so fasziniert, was um ihn um alles passiert, dass es nur gestaunet hat und immer wieder stehen geblieben ist. Bei den Waldblumen hat es gesummt und brummet. Das Bibeli findet alles so spannend. Es gibt so viel zu entdecken. Es kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. So ist es einfach der Nase angelaufen. Plötzlich sind die Bäume aber näher beieinander gestanden als vorher. Es ist auch dunkler geworden. Es hat ausgesehen, als wär's bald Abend, so wie wenn die Sonne runterginge. Es ist plötzlich so still, ja unheimlich still. Schleicht da nicht noch jemand umeinander, der vielleicht Hunger hat? Mau, da sieht das Bibeli ein Tier, das ein Fuchs sein könnte. Es hat ein rotes Fähli, wie die Mutter beschrieben hat. Das Bibeli fängt an zu zittern. Es versteckt sich ganz fest im Gebüsch und ist mucksmüsli-still und macht keine Wank mehr. Es sieht, wie der Fuchs wieder im Wald verschwindet. Kaum aber ist der Fuchs im Wald verschwunden, springt und rennt das Bibeli raus und sagt: «Mutter, Mutter, Mutter!» «Mein Kleinste, mein Jüngste», ruft die Mutter da zurück. Plötzlich steht die Mutter vor ihm. «Da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Weisst du jetzt, warum du nicht allein umeinander laufen sollst?» fragt die Mutterhuhn. «Ja, Mutter, ich weiss jetzt», sagt das Bibeli zurück. Und auf das aber hat die Mutter geluckt und sich
aufblustert, so dass alle Bibeli sich unter dem Federnkleid verstecken. Dann streckt das Kleinste den Kopf aus dem Federnkleid und sagt: «Mutter, aber gell, es ist auch gut, dass ich einmal allein umeinander gelaufen bin. So weiss ich, was du ganz genau gemeint hast mit Gefahren.» Und dabei strahlt das Bibeli die Mutter an und die Mutter strahlt zurück und streicht mit dem Flügel über das kleine Köpfchen von ihrem Jüngsten.